Dün, 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 dün. Ich warte jetzt einfach. Ich warte jetzt einfach mit euch da, weil ihr habt eine kleine Verzögerung. Aber ihr seht zumindest schon ein Logo, glaube ich. Und hört's mir hoffentlich auch. Und ja, es ist, glaube ich, alles durch. Es funktioniert. Okay. Puh. Ah, ich sag's euch. Das mit der Technik ist oft einmal gar nicht so geil. Ich glaube, wir haben eine Verzögerung von mehreren Minuten. Aber ich bin ganz stolz auf euch, dass ihr noch da habt. Ah, Beutel funktioniert nicht. Okay, komisch. Fast Bewegtbild, schreibt der Gnädelbutter. Geil, Matt. So, dann probieren wir es mit der Kamera nochmal. Das ist also ein Mistding übrigens. Na gut, wir haben ja Audio-Podcast eigentlich, gell? Dann seht ihr mich nicht. Es ist ein bisschen madig. Es ist ein bisschen saumadig halt. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert also für nicht. Jetzt schauen wir mal. Hoffentlich hat es dann hier. Jetzt auf alle Fälle die tapfersten Zuhörer, die es gibt. Riverside, do my camera. Please. Please. Tja, es ist bitter. Es ist so bitter. Aber Riverside mag jetzt meine Kamera nicht mehr erkennen. Ich müsste jetzt theoretisch nochmal rausgehen und nochmal von vorne fangen. Aber da frisst es mir wahrscheinlich, gell? Ah, naja, jetzt mache ich mal einen fiesen Trick. Ich stecke es einmal aus und wieder ein. So, schauen wir mal. Aber ich glaube, das hat auch nicht geholfen. Ihr seht es mir mal nicht. Es ist zum Kotzen. Ach Mann. Hm. Naja, gut. Dann weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, gut, dann hilft es nicht. Dann müssten wir das halt auf Audiospur machen. Auch irgendwie geil, aber naja, YouTube ohne Bild. Das Beste. Ich hasse so viel. Naja, jetzt schauen wir mal, was kann man denn da sonst noch machen? Vielleicht kann ich ja irgendein cooles Beutel teilen. Schauen wir mal, was gibt's denn da so? Wir haben doch sicher irgendein peinliches Battle von Conny auf dem Rechner. Du, 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 du.
Jetzt tippe ich. Geil, oder? Jetzt ist auch noch wegen. So, Beutel haben wir gesagt. Beutel. So, jetzt müsst ihr jetzt wenigstens ein Beutel sehen. Wenn nicht, dann kann ich euch leider nicht helfen. Dann muss ich jetzt einfach schmerzen und das müsst ihr mir zuhören. Wie ihr ja schon gemerkt habt, ist halt kein Mensch da außer mir. Was unfassbar bitter ist für euch offensichtlich, weil ich kein Beutel zusammenkriege, kein Bewegtbild zumindest. Aber jetzt hat es zumindest ein kleines Bild, wo einem von den zwei Trotteln, um die es halt hauptsächlich geht. Denn da ich ja heute hier ganz allein bin, kann ich auch machen, was ich mag. Zum einen kann ich die ganze Technik versauen, dass keiner mehr was sagt, außer mir selber. Zum anderen kann ich aber auch reden, über was ich will. Und über was will ich reden? Ha, ja, Wrestling, das Beste einfach. Weil in den letzten paar Tagen hat sie im Entertainment-Bereich unfassbar viel da. Ein Crossover zwischen Hollywood und der WWE. Für die einen der krasseste Heel-Turn in der Geschichte des Wrestlings für die anderen. Es geht auf alle Fälle um zwei Personen, die Hauptdarsteller haben. Einmal The Rock, the Dwayne Johnson und auf der anderen Seite der John Cena. Und diese beiden haben einen geschichtsträchtigen Moment erlebt oder kreiert am vergangenen Wochenende, der ein bisschen ins Hollywood-Business einschmeckt und ganz gewaltig ins Wrestling-Business. Und zwar ist der John Cena, der eine oder andere kennt ihn, entweder vielleicht von seiner immens langen Wrestling-Karriere oder eben halt von seiner Hollywood-Karriere, die in den letzten Jahren ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Der Kerl hat ganz viel mittelmäßige Filme gemacht und Suicide Squad und dann die Peacemaker-Serie, die ganz grandios war. Der Rock auf der anderen Seite, ja, den kehrt schon halb Hollywood. Der ist schon, weiß ich nicht, seit gefühlt 30 Jahren ganz oben dabei und ist, glaube ich, aktuell also der ziemlich am meistverdienendste Schauspieler der Welt. Genau. Und die zwei haben am Wochenende, wie gesagt, in der Elimination Chamber, das ist der Pay-Per-View, John Cena seinen Heel-Turn eingeleitet. Warum das so krass ist, das schauen wir uns heute ein bisschen in einem kleinen Deep Dive an. Ich erkläre euch das Ganze ein bisschen. Für alle, die im Wrestling nicht firm haben, denen ich erkläre ein bisschen die äußeren Umstände. Und dann schauen wir uns so, warum das eigentlich so krass ist, dass der jetzt besser geworden ist. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir uns die Geschichte der letzten 25 bis 30 Jahre der WWE anschauen. Und zwar, der John Cena hat über 20 Jahre für die WWE gewrestelt und war das Gesicht der Firma quasi. Alles ist über ihn gelaufen. Er hat insgesamt, glaube ich, 16 World-Title geholt. Übrigens genauso viel wie der Ric Flair, die alte Dattel. Vielleicht kennt den oder eine oder andere. Das war der immer schon weiße Haare hat. Und das ist extrem wichtig für den Ausgang der Geschichte. Es gibt verschiedene Äras in der WWE und die letzten drei sind da besonders wichtig. In den 90er war die Attitude Era. Da war alles hier ein bisschen edgy, da waren viele halbnackte Damen, da hat es Bra and Panties Matches gegeben. Da ist sehr viel Blut geflossen, da ist geflucht worden ohne Ende. Es ist einfach aus den frühen 90er, dieses Kinderprodukt ist einfach das, was so bunt war und Hulk Hogan und Macho Man, Randy Savage und Ultimate Warrior und so weiter, hat sich gewandelt und ist zu so einem typischen 90s cool geworden. Mit einem Haufen Anti-Helden, Stone Cold Steve Austin und so weiter. Und eben an The Rock, an Dwayne Johnson, der damals als Rocky Meyer wie angefangen hat und sich dann seinen Charakter langsam zu The Rock entwickelt hat, den er heute ja quasi aufgesogen hat in sich. Also da gibt es ja fast keinen Unterschied mehr zwischen der normalen Person und dem Wrestler. Und daraus ist der Rock entstanden. Dann ist der Rock langsam wieder zum Megastar geworden, ist im Wrestling, hat er dann auch angefangen, so die ersten Zehen ein bisschen nach Hollywood auszustrecken und war dann im Scorpion King und so eine Sachen dabei.
Und hat sich halt dann langsam etabliert, hat ein paar Actionfilme gemacht und ist dann immer hergestiegen und ist dann irgendwann einmal bei Disney gelandet, hat seinen eigenen Superheldenfilm gemacht und. Und während der Rock weg war, ist der John Cena so ein bisschen in seine Fußstapfen drin. Ist angegangen, die Attitude Era ist langsam vorbeigegangen und es ist übergegangen in die sogenannte Ruthless Aggression Era. Da ist dann der John Cena langsam gekommen. Das war so eine Übergangsphase zwischen furchtbar brutal, sexy und obercool zu familienfreundlichem Fernsehen. Das ist dann die PG-Ära geworden und die hat der John Cena maßgeblich geprägt. Er war dort zu der Zeit quasi nichts anderes als der Superman der WWE. Er war immer gut drauf, war immer knallbunt angezogen, war immer der gute, super nette Johnny Boy, hat ganz viele Kinder glücklich gemacht, hat in der Make-A-Wish Foundation oder Wünsche erfüllt für kranke Kinder, war der Strahlemann und der Superheld im Wrestling-Universum. Das Ganze aber halt für viele Geschmäcker extrem viel zu lang, weil er hat alle Fäden quasi komplett gewonnen. Du warst eigentlich immer sicher sein können, wenn es irgendwo um was geht, der John Boy gewinnt das Ding. Egal wie viel, egal wie bäs, egal wie stark die Gegner haben. Das war eigentlich eine gemeine Wies. Hat ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen gegeben. Das hat zum einen den Vorteil gehabt, es hat unwahrscheinlich viele Kinder angezogen. Junge Burschen und junge Mädels waren Cena Boys und Girls ohne Ende, die haben das gefeiert, haben Merchandise gekauft ohne Ende. Ich glaube, dass das locker mittlerweile im Milliardenbereich ist, was der Typ vertickt hat. Und war halt ein mega Posterboy. Die Fans, die ein bisschen älter geworden haben, so Teenager-mäßig, erwachsen dann auch noch irgendwann, weil arme Wrestling-Fan, immer Wrestling-Fan, man weiß ja, die haben da schwer zum Knabbern gehabt. Es ist immer schwieriger geworden, das Produkt WWE für die ernst zu nehmen, weil es immer ehrlicherweise lächerlicher geworden ist. Es hat auch innerhalb der WWE dann ein paar Unstimmigkeiten gegeben, weil das auch natürlich nicht alle so geil gefunden haben, dass der John Boy immer alles gewinnt und immer der Beste ist. Eine von den Stimmen war dann so mit den Link 2011 umeinander, der CM Punk. Der ist Indie-Wrestler, der ist quasi durch die ganzen kleinen Promotions gegangen, hat sich weltweit einen Namen gemacht und hat sich halt richtig arbeiten müssen, während der John Cena eher so die handverlesene Firmenfigur war, die quasi die Macher dahinter festgelegt haben, dass der das macht. Jetzt hast du quasi wieder zwei so Fronten gehabt. Und der hat dann irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat genau diese Dinge benannt. Also er hat es, im Live-Fernsehen hat er sich das Mikro geschnappt und hat das alles runtergeredet, was er scheiße findet. Hat sie über einen Firmenchef von Vince McMahon auslassen, hat sie über einen Rock auslassen, hat sie über einen Cena auslassen, hat sie über die ganzen Missstände auslassen und hat damit quasi viele Wrestling-Fans aus der Seele gesprochen und für einen einen unwahrscheinlichen, geschichtsträchtigen Moment gesorgt. Ist dann einer in der Storyline aufgenommen worden und der CM Punk ist durch die Decke gegangen und hat eine Mordsfehde mit dem John Cena gehabt, der dann völlig überraschend auch gewinnen hat dürfen. Das war ziemlich heftig damals. Hat man alles so nicht kommen sehen. Und die beiden haben dann aneinander geraten, wie gesagt. Für einen CM Punk ist das Ganze aber nicht so gut ausgegangen auf lange Sicht, weil er hat zwar irgendwann dann einen World Heavyweight Title gehabt und war theoretisch ganz oben, nur haben es dann einfach quasi die Matchcards so hingegen verändert, dass dann die Championship-Matches einfach irgendwann in der Mitte gekommen haben und der John Cena trotzdem nur die Main-Events gewrestelt ist. Und dann ist einer der Rock dazu gekommen und dann hat der das Rampenlicht bei seiner Rückkehr wieder für sich in Anspruch genommen. CM Punk und ganz viele andere waren dann wieder mal eine Etage dürfen. Also hat das für sehr viele Unstimmigkeiten gesorgt und der CM Punk ist irgendwann völlig frustriert aus der Firma ausgeschieden, hat es dann auch noch verklagt und war über 10 Jahre weg. Ist dann vor 2 Jahren wieder zurückgekommen in der Survivor Series und was eigentlich undenkbar war, weil die, wie gesagt, die haben sich verklagt gegenseitig. Es war unwahrscheinlicher Beef zwischen den zwei Parteien. Aber im Wrestling ist halt einfach alles möglich, also ist er wieder zurückgekommen. Der John Boy hat in die letzten Jahren ein bisschen vom Gas runtergegangen. Wir haben ja auch das Ende der PG-Ära mittlerweile erlebt. Also es ist wieder mehr das Produkt ist wieder mehr an Erwachsene und Teenager und so weiter gerichtet. Also wir haben ja mittlerweile unglaublich gute Storylines beim Wrestling. Es ist sehr, sehr, sehr langfristig geplant alles. Du hast Foreshadowing über Monate hinweg, wenn nicht sogar Jahre in die Storylines drin, was vor allem für langfristige Fans sau cool ist.
Ja, mit der Bloodline-Storyline um einen Roman Reigns, in dem seine traditionsreiche Familie fast schon Game of Thrones-mäßige Vibes gehabt in der Geschichte. Also es ist wirklich sau spannend gewesen. Alles. Und während der Phase hat sie WWE einmal voll durch die Decke nochmal gewrestelt. Also das Unternehmen ist nochmal wirklich viel reicher geworden. Sie haben namengrößere Events gehabt, sie haben immer mehr im Mainstream jetzt angelangt, haben schließlich endlich auch einen Netflix-Deal sich gesichert und ist mittlerweile, also wahrscheinlich größer, so groß war es nicht mehr, wie, also Ende 80er war es maximal ähnlich groß. So, wie gesagt, die PG-Era ist jetzt weg. Die WWE hat sich einen Deal mit Netflix an Land geholt und ist mittlerweile Teil des Streaming-Dienstes. Ihr könnt euch also quasi alle Live-Shows anschauen, alle Raw, alle Smackdowns und alle Premium-Live-Events wie Royal Rumble, WrestleMania und so weiter, wenn ihr denn einen VPN nutzt und Standortangabe USA oder Großbritannien oder sowas macht. Weil in Deutschland haben die Rechte leider nur bei scheiß fucking Bild Plus und irgendwo bei irgendeinem Sportenkanal von ProSieben den Core-Mensch anschaut. Also wenn ihr es sehen möchtet, auf ein VPN umschwenken, dann habt ihr ein Netflix-Abo ab nächstes Jahr, 2006, Januar, Februar, März oder sowas, ist dann auch im deutschen Abo, dann kannst du dem Ganzen wieder besser folgen. Und momentan, wie gesagt, befinden wir uns in dieser neuen Ära. Der Vince McMahon, die alte grausame Mistdattel, ist endlich weg aus der WWE. Der übernommen hat es der Triple H und der macht jetzt, wie gesagt, super geile Storylines. Der Rock ist mittlerweile im Board of Directors von TKO. Das ist der große Konzern, der die WWE geschluckt hat, dem auch die UFC gehört. Und noch ein paar andere Sachen. Irgendein Bullriding, Kackdings, was der Geier. Also da gibt es einige so Firmen, die dazu kennen. Und ist sozusagen jetzt der Chef von allen. Also auch vom Triple H, der die ganzen Geschicke eigentlich leitet. Und das hat er wieder antizipiert und hat daraus quasi die sogenannte Final Boss Persona geschaffen. Er ist jetzt quasi der Chef und er sagt am Ende, wo es lang geht. Und er ist so ein Charakter, der ist so ein bisschen dazwischen drin lang gewesen. Also ein bisschen Bass, ein bisschen gut, je nachdem, wie man es sagt. Eigentlich ist er ein ziemlicher Penner. Und hat sie dann letzte WrestleMania auch in diese große, große Fehde eingemischt zwischen dem Cody Rhodes und Roman Reigns. Cody Rhodes ist nach langer Abwesenheit wieder zurückgekommen. Ist jetzt der große Posterboy, kann man ungefähr vergleichen mit dem Captain America. Hat so ein paar Ecken und Kanten, also nicht so wie der Johnny, der allglatt war, aber im Endeffekt steht er immer für das Gute. Weil ich einen Schluck trinken. So. Der hat jetzt diesen Titel und der John Cena, haben wir ja schon gesprochen, der macht ja nicht mehr so viel. Der ist jetzt nur noch hin und wieder da. Hat er mittlerweile schon ein paar Matches verloren, dass er ein bisschen jüngere Wrestler ein bisschen overbringt, dass er denen ein wenig hilft. Und Ende letzten Jahres hat er dann angekündigt, dass er ein gewisses Alter erreicht hat und dass er ein paar Hollywood-Projekte hat und so weiter, eine zweite Karriere und er kann das einfach nicht mehr leisten. Und jetzt möchte er aber noch ein einziges letztes Jahr ins Wrestling investieren und quasi eine Abschiedstournee machen und da nochmal die großen Veranstaltungen mitmachen und einfach nochmal alles geben, ein letztes Jahr und dann nie wieder. Und das hat er angekündigt und dann war er lange weg. Und dann ist er wieder gekommen und wir befinden uns jetzt mitten in der Road to WrestleMania. Das ist der größte Event des Jahres im Wrestling und der kommt, ich glaube Mitte April. Das ist ein 2-Tages-Event und das ist quasi der Gipfel des ganzen Jahres, quasi der ganzen Staffel WWE vom letzten Jahr. Und da gibt es natürlich auch ein World Championship Match und wir haben sogar gesprochen, Cody Rhodes hat diesen Titel. Und es gibt 2 Möglichkeiten, in diesen Main Event in WrestleMania einzutreten, wenn du den Titel nicht hast. Und das ist einmal der Royal Rumble und einmal die Elimination Chamber. Der Royal Rumble, das kennt ihr vielleicht, das sind 30 Wrestler, die gegeneinander kämpfen, kommen in einen Abstand von ein paar Minuten nacheinander in den Ring, müssen sie dann übers oberste Ringseil schmeißen, um den anderen zu eliminieren. Der als letztes drin ist, der gewinnt das Ding. Und die Möglichkeit, diesen Titel dieses Titelmatch in WrestleMania zu sichern. Der John Boy hat sich natürlich eingeschrieben für den Royal Rumble und ist natürlich auch ziemlich weit gekommen, war unter die letzten 5, die letzten 4, die letzten 3 und schließlich auch die letzten 2. War dann bei einem ziemlichen Underdog eigentlich, einem Jey Uso, quasi im Finale vom Royal Rumble gestanden.
Alles hat dann noch ausgeschaut, dass er ihn das gleich auswirft und dass er sich natürlich diesen Title-Shot holt. Aber nein, im letzten Moment hat der Jey Uso das Blatt für sich gewendet und hat das Ding gewonnen. John Boy hat die Gesichtszüge entgleist und seinen Traum vom WrestleMania Main Event und natürlich dem Championship Belt, den er dann als alleiniger Rekordhalter 17 Mal hätte, war erst einmal dahin. Bitter, bitter, bitter für alle Cena-Fans, aber war jetzt noch nicht das ganz große Drama, weil es gibt ja nur die zweite Möglichkeit, das war die Elimination Chamber und die war jetzt am Wochenende. Das ist eine ganz besondere Matchform. Du hast 6 Kämpfer, 2 davon stehen im Ring, 4 davon in kleine Glascontainer. Alle 10 Minuten, Viertelstunde oder sowas kommt einer dazu. Eliminieren kannst du nur durch Pinfall oder Aufgabe und die eine kommen, das ist immer per Zufallsprinzip. Hat sich der John Boy natürlich eingeschrieben. Wir haben aber auch einen CM Punk drin gehabt, den wir am Anfang schon mal erwähnt haben, der ja diese langjährige Fehde hat mit dem John Cena. Wir haben einen Seth Rollins drin gehabt, wir haben einen Drew McIntyre drin gehabt, einen Damian Priest und einen Logan Paul, den YouTuber, den jeder hasst, aber irgendwie ist er doch einer von den größten aller Zeiten, der ist ja mittlerweile auch Wrestler. Also ziemlich gut aufgestellt eigentlich. Und hat aber richtig starke Momente gehabt, hat ein paar alte Storylines aufgegriffen. CM Punk und der John Cena haben am Schluss mit dem Seth Rollins drin gestanden. Die Fans sind vollkommen ausgeflippt. Dann haben die 2 Alten, weil die haben beide schon, glaube ich, 45 oder so, haben dann den anderen erst einmal schlafen gelegt, dann haben gegeneinander gekämpft. Und irgendwann ist dann aber so weit gekommen, dass der CM Punk und Seth Rollins ausgekaut hat. Der Schlawiner hat sie aber nicht aus dem Ring befördern lassen, sondern hat gewartet, bis der CM Punk in die Seile hängt, hat dann einen Curbstone angesetzt und dann ausgenockt und der ist dann und das ist der entscheidende Moment. Der John Cena hätte früher niemals irgendwas Schlimmes, Besto oder sonst irgendwas. Und in diesem Moment hat man es ihm auch gesehen, hat er Kapital geschlungen aus dem, was der Seth Rollins mit dem CM Punk gemacht hat und hat einen eigentlich bösen Move gemacht und hat sich den Angeschlagenen, der gerade von dem anderen ausgenockt worden ist, der eigentlich schon gar nicht mehr im Match war, packt und schlafen gelegt mit einem Aufgabegriff. Der ist dann eingeschlafen und dann war das Match beendet und der John Cena hat es endlich geschafft und hat seine Eintrittskarte für WrestleMania gelöst mit einem Big Move. Aber naja, vergeben wir dem Johnny Boy natürlich, weil er ist ja der strahlende Held war. Und während der ganzen Geschichte zur Elimination Chamber und so weiter, John Cena um sein letztes Championship-Match, ist auch der Rock nochmal zurückgekommen und hat sich als diese Final Boss-Persona an Cody Rhodes so ein bisschen zur Brust genommen und hat gesagt, er ist ja der Chef vor allem. Und der Cody Rhodes ist zwar ein toller Typ und Wrestling ist ja ganz cool und so und Championship sein, bla bla bla. Aber er hat ja noch viel mehr. Er ist ja der große Hollywood-Star und er kehrt ja fast ganz Hollywood. Und das kann er Cody Rhodes auch alles ermöglichen. Er kann ihm quasi die Türen öffnen, kann ihm zu viel mehr Reichtum verschaffen, kann ihm das Leben viel leichter machen. Er muss dann nicht mehr die ganze Zeit grinden, dass er bleibt, sondern muss noch ein paar Matches machen im Jahr und dann ist es cool, er kriegt einen Haufen Geld. Das Einzige, und das war ein bisschen cringe, das Einzige, was er dafür möchte, ist seine Seele. Da hat sich irgendwie jeder gedacht, das ist irgendwie komisch. Ist der Rock jetzt wirklich der Teufel? Komisch. Ja, und dann hat irgendwie keiner so recht gewusst, was aus der Geschichte beim Rock werden soll. Er hat sich dann nochmal gemeldet gehabt, hat ihm Cody Rhodes ein schönes Geschenk gemacht, der Auto mit seinem Namen drauf und hat ihm Avancen gemacht. Und hat ihm dann schließlich ein Ultimatum gesetzt, bei der Elimination Chamber muss er sich entscheiden, ob er ihm seine Seele verkauft oder nicht. Naja. Jedenfalls springen wir wieder 4. Der John Cena steht gerade in der Elimination Chamber im Ring, feiert sich selber, freut sich über Sau, weil er wird natürlich gegen Cody Rhodes drehen in der WrestleMania und ist jetzt mit ihm im Ring, weil Cody Rhodes kommt dazu, sie feiern sich gegenseitig, sie geben die Hand, gratulieren sie gegenseitig, weil es die coolsten haben, alles ist gemütlich und dann kommt der Rock. Daher und fordert seine Entscheidung. Mit dem Travis Scott, das ist ein Hip-Hopper, den scheinbar die ganze Weg kennt aus von mir. Kommt in den Ring, spricht mit dem Cody Rhodes drüber, möchte diese Entscheidung. Der sagt natürlich, ja, er gibt seine Seele her für den ganzen Ruhm und so, aber nur an die Fans und der Rock kann sie mal ins Knie ficken. Ja, wer hätte das kommen sehen? Und dann passiert dieser Moment, den wirklich keiner kann sehen. Der Rock geht einen Schritt zurück. Der John Cena hat im Hintergrund gefeiert, hat sich voll gefreut über die Entscheidung von Cody Rhodes. Dann kommt er auf ihm zu, nimmt ihn in den Arm, sie feiern und im Hintergrund sagt man Rock wieder die Kopfabgeste macht und dem John Cena
voll das komplette Gesicht, aber wir haben einen komplett neuen Menschen vor mir. Ich habe noch nie so eine Wandlung vom Gesicht gesehen. Wie so ein seelenloser Terminator schaut er vor mir, nimmt den Cody Rhodes und tritt ihm voll in die Eier. Und dann haben sie drin gestanden, er und der Travis Scott, der Rapper, und haben ihn zermürbt. Und wir haben diesen legendären Heel-Turn von John Cena. Und es ist wirklich eine heftige Geschichte gewesen. Weil du konntest eigentlich nicht davon ausgehen, dass so ein Million-Seller, der sein ganzes Leben lang ein Babyface war, dann auf einmal im letzten Jahr seiner Karriere so eine Entscheidung trifft und mit dem Rock miteinander sämtliche Kinderherzen auf dieser Welt zerstört. War echt nicht zum Singen. Hab ich nicht mehr singen. Ja, jetzt wisst ihr, warum das so gravierend ist. Warum dieser Wechsel von John Cena im Wrestling so hohe Wellen geschlagen hat. Und warum diese Road to WrestleMania ein gigantisches Event wird. Es hat sich mittlerweile auch der CM Punk zu Wort gemeldet. Also der ist jetzt auch wieder in der Storyline, hat am Montag bei Raw einen Rock ordentlich angefickt, hat ihn irgendwie so was Ähnliches genannt wie einen blatterten Trottel, der in seiner Midlife-Crisis meint, der kann jetzt da beim Wrestling nochmal vorbeischauen und meint, er ist der Coolste. Und ziemlich angemalt und wird jetzt auch nochmal einmischen, also es bleibt weiter spannend. Ja, und während der John Cena in Ungarn Matchbox draht sich der Wrestling-Zirkus auch noch ein bisschen weiter und wir werden in den nächsten Wochen echt noch ein paar geile Sachen sehen. Also schaut es euch unbedingt an. Ja, der erhabene schreibt es gerade, Rock war immer schon der Teufel und diese Persona, das ist echt, es ist eine geile Geschichte. Das ist so ein bisschen wie der mit dem Keanu Reeves, weißt du, der mit dem Teufel, das kann es mir keiner sagen. Egal, diese Person hat er irgendwie angenommen, also er flüstert dem zirkt da die Fäden im Hintergrund und macht geile Geschichten. Und ist er der richtige Arsch. Also macht er richtig gut. John Cena und Rock, merkt man schon, dass die ein bisschen Schauspielunterricht gehabt haben in den letzten Jahren. Die ziehen das ganze Ding ziemlich geil auf. Also, das war's soweit von meinem Spezial-Wrestling-Cast ohne Bild, ohne Bewegtbild, weil einen halb nockerten, schwitzigen, muskulösen Mann seht ihr. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei wart und euch diesen gigantischen Monolog angehört habt. Ich bin jetzt ein bisschen heiser und aber extrem Druck als Mai und werde mir jetzt noch ein männliches Backslammen gönnen. Ich hoffe, ihr habt auch ein geiles Getränk bei euch und schickt euch jetzt noch einen schönen Abend ein. Ich bin jetzt fix und fertig. Zutiefst traurig, dass die Technik versagt hat, aber ich werde es besser machen. Und vielleicht gibt es ja hin und wieder mal ein bisschen mehr Wrestling auf dem Kanal. Wer weiß, wenn ich die anderen fernhalten kann, was dann alles möglich ist. Wo ich auf alle Fälle da werde, und das gefällt vielleicht die Gaming-Freunde unter euch, es gibt jetzt dann nächste Woche, glaube ich, kommt es raus, oder übernächste Woche, das neue Wrestling-Spiel WWE 2K 2025. Und das werde ich auf alle Fälle ein bisschen streamen. Da kann man aber geile Matcharten so anschauen. Wir können ein bisschen einen Royal Rumble machen. Vielleicht mag der Kani auch mitmachen. Dann haben wir uns gegen 28 andere halbnackte digitale Männer, kloppen wir uns aus dem Ring und schauen mal, wer am weiteren kommt und wer dann irgendeine Scheiße fressen muss. Wie auch noch dazu mal. Also, Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Macht es gut und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.